Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bönigen. Diese Beiträge haben wir für euch in der Sendung. Die Beatrix Hurni und Daniel Studer treten für die SP bei den Grossratswahlen an. Welche Anliegen ihnen in der Politik wichtig sind, erklären sie im Interview. Trotz oder gerade wegen der Digitalisierung erlebt das altes Handwerk wieder eine Renaissance. Gen Z entdeckt mit dem Lismen ein altes Hobby neu. Mehr günstigen Wohnraum und eine starke Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Das sind die Kernanliegen von Beatrix Hurni und Daniel Studer. Beide treten für die SP bei den Grossratswahlen an. Unterwegs von Interlaken auf Bern erzählen sie, was ihre politischen Ambitionen sind und welche Herausforderungen sie sehen. Das A und O ist, dass man aufmerksam ist, dass man hört, dass man fragt die Menschen, was sie bewegt, was ihre Sorgen sind. Wenn man mal so ein kleines Bild hat, tue ich vielmals nachher auch recherchieren und das Ganze mit Fakten noch versuchen zu belegen, herauszufinden, wo haben wir irgendeinen speziellen Handlungsbedarf. Und wenn man das hat, lohnt es sich innerhalb der Partei, aber auch überparteilich ein bisschen austauschen und zu schauen, geht das anderen Leuten auch so, in anderen Teilregionen vom Oberland oder eben vielleicht sogar auch vom Kanton Bern. Und was machen wir jetzt, um das Problem zu lösen? Wir sind ja hier in der Nähe vom Bödeli zwischen Thunersee und Brienzersee. Das ist das Oberland Ost und hier bin ich gross geworden und hier bin ich daheim. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt hierher, speziell für die schöne Natur und Landschaft anzuschauen und zu geniessen. Und damit verbunden sind sicher auch gewisse Herausforderungen, wenn man so sagen kann, wenn der Erstwohnraum verloren geht und man den als Ferienwohnraum den Gästen zur Verfügung stellt. Und das bringt mit sich, dass die einheimische Bevölkerung zunehmend mehr Schwierigkeiten hat, Wohnraum noch zu finden und im Speziellen halt auch finanziell tragbaren Wohnraum. Und dort habe ich überparteilich einen Vorstoss eingereicht zu diesem Thema und bin jetzt gespannt auf die Antwort der Regierung, was sie vorschlägt, wie man dort die Gemeinden und die Regionen unterstützen kann in diesem Thema. Jeder kann etwas beitragen zur Politik. Das ist ganz wichtig, dass man eben bei den Abstimmungen, bei den Wahlen mitmacht oder sich auch lokal eingibt. Man kann etwas bewegen, manchmal ist es halt nur ein kleiner Schritt, aber ich sage, steht der Tropfen höhlt den Stein. Da sollte ich probieren, alle auch, die Jungen zu motivieren, dass sie mitmachen und mitdenken will. Die Politik von heute ist die Zukunft der Jungen von morgen. Ja, das ist gleich ein besonderer Moment, obwohl ich jetzt da schon ein paar Mal hierher bin. Aber mir läuft so richtig Rathaus und weiss, ja, jetzt gehe ich in die Session, ich vertrete das Oberland dort. Das ist schon noch so speziell und auch eine gewisse Ehrfurcht. Mein Hauptanliegen ist natürlich die Gesundheitsversorgung, gerade in den ländlichen Regionen, wo im Moment sehr viel abgebaut wird. Es wird zentralisiert. Zentralisierung ist nicht die Lösung, man tut im Prinzip einfach mehr verlagern. Ob man dann noch sparen kann, ist dann noch die andere Frage, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Darum möchte ich mich einsetzen, dass auch in den ländlichen Regionen weiterhin eine gute Gesundheitsversorgung gewährleistet ist. Bei meinem letzten Vorstoss haben wir 1,5 Stunden darüber diskutiert. Oder der Herr Schnegg hat auch sehr lange dazu geredet. Also es ist sehr emotional, da wird auch zugelassen und mitgemacht. Wenn ich so etwas vorbringe, finde ich es wichtig, dass man noch praktische Beispiele zeigt. Und wenn man das mit der Praxis verbinden kann, dann hat man bessere Resonanz. Mit der Partei ringe ich gewisse Werte mit, die mir wichtig sind. Ich tue die natürlich auch abgleichen oder immer wieder mich auch kritisch hinterfragen, ob das auch ein bisschen den Werten der Alpensozis entspricht. Es gibt dort auch unterschiedliche Färbungen innerhalb der Partei. Das A und O ist, eine Solidarität herzubringen im Kanton Bern, dass man auch nicht die einen Räume gegen die anderen ausspielt, sondern wirklich auch schaut, wie kann man die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen aus diesen Räumen auch berücksichtigen, sodass alle etwas haben davon und auch wieder Perspektiven haben für die Zukunft. In einer zunehmend digitalen Arbeitswelt können die wenigsten Leute am Ende des Tages etwas anlängen, was sie daran gearbeitet haben. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es einen neuen Trend um ein altes Handwerk gibt, das Lismen.
Was das die Jungen am Stricken so fasziniert, hat der Patrick Schmid wissen. Mein Name ist Alena Gabaldon. Ich lebe in Köniz und bin 29. Und bin jetzt hier wirklich als pure Anfängerin im Strickkurs bei Monika. Ich habe tatsächlich neue Hobbys gesucht, wo ich gefunden habe, ich muss irgendwie mal etwas Neues ausprobieren und etwas gesucht, wo ich mich entspannen kann. Auch während der Serie schauen oder irgendwie einen Podcast hören. Und dann habe ich effektiv mit ChatGPT so einen Fragebogen gemacht, wo ich wirklich gesagt habe, mach mir so einen richtig langen Fragebogen, damit du die besten Hobbys für mich herausfinden kannst. Und das hat er dann gemacht und dann ist er auf Häkeln und Lesen gekommen. Dann habe ich das gemacht und letzte Woche war der erste Abend. Es sieht auch nicht schlecht aus. Du liest auf der einen Seite rechts, dann entsteht die Post. Ich bin noch knapp Millennial, aber Gen Z ist wirklich so ein kleiner Trend geworden, dass man jetzt auch selber seine Taschen macht oder eben seine Schau macht und so. Also das merke ich schon. Auch so die Generation von meinem Bruder, der ist 8 Jahre jünger, die lesen wir alle. Die lesen wir wirklich alle. Ja, und das ist wirklich so ein Trend, der auch schön ist, wenn man ihn mitmacht, weil er eben auch wirklich gut tut, oder? Und man kann runterfahren. Ich werde mich an sogenannten Sophie-Scarf, also Sophie-Schal, probieren, weil das eines der besseren Anfängerprojekte ist und man auch, je nachdem wie klein man ihn macht, auch relativ schnell mal fertig ist. Ich werde wenn Sachen für mich lesen oder wirklich für meine Ängste, für meine Freunde, so Sachen. Nein, also wenn, dann werde ich es wirklich auch brauchen und verschenken. So. Wir sind hier im Atelier Goldfaden. Das ist ein Stoffladen von Miriam Lichti. Ich mache die Kurse hier, wo in meinem Atelier, wo ich sonst arbeite, im Progrer, das wäre viel zu klein und eng und nicht sehr günstig für mit 5 Leuten, wie wir jetzt das heute Abend hatten. Das Wichtigste ist, dass man einfach auch das gerade macht, was man sagt, und die Leute ausprobieren und auch Fehler machen und an dem dann auch sehen, wie man sich korrigieren kann, zum Beispiel. Und was mich auch sehr erstaunt immer wieder, dass Leute, die wirklich noch nie gelesen haben, nach 3 Stunden Lehren lesen, eigentlich schon ein Plätzchen lesen. Mit linken und rechten Maschen, wenn man das beherrscht, dann kann man eigentlich lesen und dann können alle etwas machen daraus. Ich habe das Gefühl, es hat viel mit Entschleunigung zu tun, mit wieder mehr für sich etwas machen und eine Wertschätzung für ein Handwerk, das vielleicht zwischen auch ein bisschen verloren gegangen ist. Und nachher ist es halt auch wie mit Trends, wo man manchmal nicht so weiss, woher kommen sie überhaupt, wo dann so eine Bewegung entsteht. Und da kommen jetzt verschiedene Sachen auch ein bisschen zusammen. Ich habe jetzt schon ein paar Kurse gegeben. Es ist immer spannend, was für Leute kommen und was dann für eine Gruppe entsteht, wie sie sich dann auch selber helfen. Also es ist eigentlich immer auch etwas Gemeinschaftliches, so einen Kurs geben. Und das finde ich ein wichtiger Bestandteil von diesem Handwerk, dass man das auch zusammen machen kann. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Mehr Informationen zu diesen und anderen Themen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erfahrt ihr bei den Kollegen von Meteo News, wie das Wetter wird. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander. Hier ist das Wetter auf der Plattform J am Montagabend. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche reingestartet. Wettermäßig ist es frühlingshaft zu und her gegangen. Oft war es sonnig und die Temperaturen haben auch wieder ziemlich milde Werte erreicht. Im ähnlichen Stil wird es auch für den Rest der Woche weitergehen. Wir haben ziemlich ein umfangreiches Hochdruckgebiet, das aktuell wetterbestimmend ist und eben auch in den nächsten paar Tagen bleibt. Morgen Dienstagvormittag hat es im Flachland stellenweise ein paar Nebelschwaden, die lösen sich aber schnell auf. Sonst ist es morgen sonnig. Temperaturen morgen im Bereich vom Gefrierpunkt. Am Nachmittag geht es dann darauf auf etwa 14 Grad. Also am Morgen wieder ziemlich mild. Mit dem sonnigen Wetter kann man eben durchaus auch von Frühlingswetter reden. Ja, und in den nächsten paar Tagen, ich habe es schon angetönt, geht es ähnlich weiter. Lokal kann es ein Nebel haben, am Morgen im Flachland, der sich schnell auflöst. Dann gibt es spezielles Wochenende her, auch zum Teil ausdehntere, hohe Wolkenfelder. Oft ist es aber recht sonnig und wir sehen, die Temperaturen ändern sich nicht gross. Die bleiben definitiv im frühlingshaften Bereich. Das war das Wetter hier auf der Plattform J. Danke vielmals fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Montagabend.